Scheiße, meine Batterie geht zu Ende. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt laden oder soll ich es durchziehen? Ich glaube, ich gehe laden. Das bringt nämlich nichts, das wird mich wahnsinnig anschiessen. Jetzt muss ich meine... Sorry, Entschuldigung. Eieiei, das sieht schon so richtig scheiße aus, Mann. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch zu einem neuen Plastik-China-Schrott-Spielzeug. Und heute haben wir etwas, das Eltern so besonders abfuckt. Nämlich, wir produzieren selber Slimy. Ich glaube, es gibt nichts, also ich glaube noch lieber irgendwie ein Spielxylophon aus Plastik von Fisher Price als Slimy produzieren. Liebe Eltern, die könnt mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber mir würde es wahnsinnig anschiessen, weil meine Gotten, oder das Gotten von den Kindern kommen mit diesem Teil hier. Aber ich teste jetzt das für euch, ob es so ein verdammt Shit ist oder ob es richtig cool ist. Jetzt muss ich mir überlegen, jetzt habe ich schon ewig gekauft und ewig probiert, keine Motivation gehabt, zum Videos zu machen. Das habe ich, glaube ich, im Smitty Toys gekauft. Es gibt den Laden, das ist, glaube ich, früher Toys R Us, der ist nicht bankrott gegangen, und jetzt ist es irgendwie Smitty Toys irgendwie so. Und da gibt es in Bern, gibt es Lissach, dort wo die Ikea ist. Ich darf nicht dort rein, weil ich kaufe nicht solche Scheisse. Es liegt nach 100 Jahren rum. Und ja, also ich habe jetzt hier, ich tue jetzt hier mal die Schachtel auf. Das hat aber Witze drin. So. Da kommt ganz viel Schrott raus. Viel Schrott. Hört ihr? Und jetzt brauche ich da den Mixtopf ziemlich sicher noch. So. Wenn ich den jetzt rausbringe, ich bringe jetzt den raus. Ah, da jetzt warte. So. So. Das ist mal nicht einmal so eine unclevere Verpackung, wenn ich ganz ehrlich muss sein, die Verpackungen sind schon viel beschissener. Also, wir haben irgendeinen Topf. Wir haben hier braucht sich das? Ja, kommen wir mal einfach alles her. Wir haben hier so Töpfchen. Ui. Sollte so Zeug. Ui. Ah, das sind irgendwelche Fläschchen, Probleme, Fläschchen. Und das hier ist so eine, kann man auch ausgießen, irgendetwas. So, weiter geht's. Dann haben wir hier einen geilen Cracklöffel. Schau, du bist selber schuld, wenn du dir meine Videos anschaust. Ich bin nicht lustig. Ich habe einen dummen Humor. Du kannst jetzt abstellen und etwas Gescheites schauen. Oh, es wird sich rausgehen. Also hier haben wir mal irgendeine geile Anleitung. Hier haben wir, Achtung. Important, once you have finished playing, please remove the water from the base and turn off the button. On the button of your base. Also, sie sagen dir, du sollst echt das verdammte Hirn einschalten, das Gerät putzen und abstellen. So, da haben wir Christel, da haben wir irgendwie ein Pulver. Das sind wahrscheinlich, da hier jetzt so Kleberli, wo Elixier draufsteht. Hier ist eine Anleitung wahrscheinlich. Oh nein, so viel Scheiß dabei. Also eigentlich ein geiler Lieferumfang. Und das Teil hat im Fall nicht viel gekostet. Also nicht viel. Geld, Freunde. Wir reden hier von Plastikkacke. 5 Stutz ist grundsätzlich zu viel. Aber ich glaube, es hat nicht mal 30 Steine gekostet. Darf ich das sagen? Ich finde, 30 Franken für das eigentlich nicht viel. Also wenn wir überlegen, dass da die Magic X, oh nein, das ist in Erotik gemacht, das Magic-Zeug, das wir schon gemacht haben, das kostet 90 Steine, das Teil. Und wenn ich 30 Franken, dann ärgert das okay. Ich glaube, es haben wir so in diesem Rahmen. Ist ja egal, wir müssen jetzt nicht über das Geld schnurren. Dass es dämlich ist, wissen wir alle, aber das machen wir nicht alles für unsere Gottenkinder. Also, Geld rauslassen. Gut, dann haben wir hier, so, ich nehme an, das sind Farben. So Lebensmittelfarbenart. Oh, verdammt. Ja. Gut.
Eben, hier habe ich noch einmal irgendetwas, keine Ahnung, es ist auch nicht unterschiedlich, das Zeug, es sieht alles genau gleich aus, irgendwie und so. Und ich sage, das braucht Batterien und ich habe Batterien. Aber die falschen. Also, egal, ich kann das organisieren. Dann habe ich hier verschiedene Glitzer. Glitzer lieben wir übrigens. Glitzer immer gut. Und hier habe ich einen Faden. So, wie gehen wir jetzt vor? Ich hätte jetzt vorgeschlagen, ich studiere schnell die Anleitung, weil das ist sehr langweilig für euch. Dann starten wir. Wir machen das so. Also, machen wir so. Gell, Anja? Also, ich habe jetzt Sachen gelesen. Es ist so. Mit diesem Teil kannst du entweder die Zukunft voraussagen oder du kannst dir einen Zaubertrank aus Slimy mixen. Also, es hat eigentlich nichts mit dem Slimy zu tun. Und das machen wir jetzt. Also, das ist eigentlich eine easy Anleitung. Als allererstes, kreiere deinen eigenen Zaubertrank, um deine Wünsche zu erfüllen. Also, warte jetzt. Jetzt habe ich hier. Also, warte, eigentlich war alles erklärt mit dem hier, aber ich muss jetzt die grosse Anleitung haben. Nein, Portugiesisch, die Schwingo, die Gengo, warte, so Brado, die Gase, die Jazz, das kann ich leider nicht. Also, wir müssen als erstes den Zaubertrank aus. Welchen Zaubertrank machen wir? Ein Liebeszaubertrank, Elixier der Chance, Freundschaftspotion und das Wünschen-Elixier. Berühmtheits- und Success. Erfolgselixier, Tapferkeitselixier, Berühmtheitselixier, Glückselixier. Ja, ich würde jetzt mal vorschlagen, wir machen doch ein Liebeselixier. Liebe kann man gerne brauchen. Also als erstes muss ich jetzt hier das sehr unromantische Päckchen Puder öffnen. Oh nein, es gibt es Huren. Und diesmal, ja, heute Morgen habe ich Päckchen eingepackt mit mega so Glitzer-Ding dran. Und ja, ich habe dann den Tisch nicht geputzt und wirklich Stechen und eben Glitzer. Jetzt eigentlich wie irgendein Fee aus dem Arsch. Also, jetzt geht die Scheiße natürlich auch nicht auf. Also, jetzt mache ich das halt mit der Schere und schiesse mich jetzt noch schon an. Wir machen jetzt eine Huren Morerei, ich weiss es haargenau. Warte, was machen wir? So, wir machen das jetzt so. Also, wir haben jetzt hier, also welches ist der richtige Löffel? Wir haben verschiedene Löffel. Ich habe schon ein Huren, wo ist denn der Scheisslöffel? Da. Ah, und übrigens, man kann das Ding noch anlassen. Hey, es läuft bei mir. Es läuft wirklich. Muss ich das noch irgendwie schalten? Ah, so, jetzt ist der Schalter an. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen. Ach, zum Glück tut es nicht. Es tut nur. Das ist einfach so ein bisschen für die Magic. Also, jetzt muss man hier 2 Löffel von diesem geilen Pulver drin tun. Das mit der Rotmaschine ist schon noch geil. Oh, ich liebe so Shit. Also, jetzt muss ich es ausschütten. Dann Wasser. Wasser, füge Wasser bis zum Strich hinzu und mische es mit deinem Löffel. Es meckert. Also bis zum Strich ein bisschen Wasser. So. Jetzt habe ich hier noch einen anderen Löffel. Das ist jetzt der andere Zauberlöffel. Kann ich das hier rühren? Kann ich das hier rühren? Wie lange muss man den Schrott rühren? So, jetzt tun wir das färben. Mit Rot natürlich. Und das heisst jetzt hier auf dem Magical Slimy Potion heisst es 15 Tropfen. Das färbt gar nicht. Ich weiß schon, wie du kannst. Keine Nerven. So, gut. Jetzt habe ich das reingefärbt. So. Nimm die Flasche mit dem Elixier und gib dann ein paar Tropfen gemäß den Angaben.
Für die rezeptgeforderten Dekoration zu, wenn der Schleim noch flüssig ist, warte ein paar Minuten bevor. Also jetzt muss ich noch Deko rein tun. Wir natürlich alle natürlich Glitzerherzchen rein, weil es natürlich so logisch ist. So, Glitzerherz. Und jetzt muss ich das wieder rühren. Und dann muss man warten. Also was warte jetzt? Füge im Rezept geforderte Dekoration hinzu, wenn dein Schleim noch flüssig ist, warte ein paar, bevor du ihn nimmst. Ich muss jetzt wirklich ein paar Minuten warten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Wie geht der Angstschrott? Hurenheimig! Seht ihr? Wie so ein Nasenböck. Ein gut gealterter Nasenböck. Aber... Nein, das ist ein Hurenhass. Das kannst du nicht in die Finger nehmen. Scheiße. Muss ich so lange warten? Ach, Mano! So, und jetzt, wenn der hart genug ist, tut man den da reinfüllen. Seht ihr echt den Scheiß, den ich hier mache überhaupt? Ich bin, glaube ich, weit weg. Aber es ist mir jetzt einfach gleich. Ich habe es einfach unkompliziert aufnehmen und mache es jetzt einfach so. Es ist echt die Perspektive, die es hat. Läuft damit. Ja, egal. Man könnte jetzt auch mit dem spielen, einfach wie man mit Slime spielt. Und jetzt habe ich keine Geduld mehr. Jetzt kommt das Teil, und dann ist die Idee, dass man das da reinfüllt. Da reinfüllt. Dann hässlich zumacht. Oh, ich bin. So. Jetzt habe ich noch den Schreiber vergessen. Ich habe jetzt auch einen Schreiber. Und dann kann man hier auf die Etikette hier, wie weiss die Nase, super, es ist ein so tolles Video, schreiben wir jetzt Häsi drauf. Häsi. So. Und dann kann man die Etikette hier drauf kleben. Und jetzt hat sie ein Schnürchen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man das schön Zeug um den Hals dreht. Tada! Das ist der ganze Witz. Aber jetzt tun wir natürlich uns noch die Zukunft voraussagen. Ich bereite das natürlich vor. Für alle, die sich jetzt fragen, ob man es easy abwaschen kann, so, es ist voll easy zu waschen. Also das ist hingegen voll easy. Voll gechillt. So. Also, jetzt lassen wir uns noch die Zukunft voraussagen. Also, für das brauchen wir das Color Revival Pulver. Das ist eben dort, wo nichts getroffen ist. Also, es ist einfach silbriges Ding. Und es geht natürlich mit dem Mal nicht auf. So. Dann tun wir das Pulver hier rein. So. Dann braucht es wieder 2 Löffel von unserem Schleimpulver. So. Schleimpulver. Dann braucht es Water. Und nimm dir Messbecher, füge mal ein Schleim, rühre mit einem Löffel um dein Schleim. Wenn dein Schleim noch flüssig ist. Also, dann müssen wir da noch irgendwie, nehmen wir da noch so ein bisschen fancy Glitzerschüssel. Die wir auch noch rein. Und jetzt, und jetzt muss ich es wieder umrühren. Oh nein, es leuchtet gar nicht. Sind sie geil an dem Ding ist das. Also, jetzt müssen wir es rühren. Und es wird blau. Also so ein Witz, das ist einfach vorgefärbtes Pulver. Aber ja, weißt du, man muss sich jetzt vielleicht in ein 12-jähriges Kind hineinversetzen. Die hat natürlich eine ganz andere Fantasie. Und 12 ist das zu alt, 10.
musst du in ein 10-jähriges Mädchen versetzen, das jetzt hier sich irgendetwas ausdenkt. Ich wäre so gewesen, ich hätte nur gespielt mit dem und irgendeine Geschichte erfunden und ich hätte mir dann weiss nicht was. Also ich hätte es wie immer cool gefunden, weil ich einfach auch gespielt hätte mit dem. Aber ja. So, jetzt haben wir hier den Dingschleim. Der ist blau und, jetzt kann ich hier drauf schauen, das ist so eine Legende. Wenn ich blau drin tue und Kristall, heisst hä? Das ist ja gar kein... es tut mir einfach sagen, wenn ich mich so verhalte. Folge deiner Intuition. Ich folge meiner Intuition. Das ist vor allem in unserer Gesellschaft wahnsinnig einfach. Cool! Also, jetzt habt ihr gesehen, was ihr mit diesem Spielzeug könnt, machen könnt. Mega cooles Slime. Ich glaube, wenn man wirklich nur lange wartet, kann man dann wirklich mit dem Slime auch wirklich ein Slime, so wie man das kennt von unserem Slime, vom Vertrauen. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir sehr und ja, bis gleich. Tschüss zusammen!